Blockchain als nächstes geht als der Karteiser, dann Herr Karteiser geht fort. Vielmals merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Ich schenke noch mit einem ganz herzlichen Merci an den Rapporteur, für die wieder die hinfund wird, für das Projekt ganz interessant vorzustellen. Und ich releviere doch, was man am Merge gesagt hat, dass das eine Projekt ist, dann in einer exemplarischer Vitesse geschieht, also so just exemplarisch für CSV. Den erste Projekt, was ich mich richtig erinnere, das 1998 eine Diskussion kommt, das sind 25 Jahre. Dann hat man 1997 eine Diskussion, das müsste 16 Jahre sein, über die Konstruktion von einer Annex-Demos für 24 Millionen Euro umgerechnet von den Lützeburger Franken. Dann hat man 2003 das Projekt, das schon ein paar Mal nimmt, genoss. Also die exemplarisch Vitesse, die gesehen ich an diesem Projekt eigentlich nicht mit geteilt Zeit, dass man so eine Bibliothek bauen. Wir hat ja viel Schuld, wir haben Zeit, dass wir den Heilo bauen, und auch wirklich bauen, weil wir hatten ganz viel Schuld. Ich meine, wir erinnern uns alle gut, dass wir in einer gewisser Zeit nach geschwärzt gehen, als von 30.000 endommagierte Bücher, wo Renovationskosten, ich hoffe, dass das doch dann Wirkung gehabt hat, an höchst von 200.000 Euro. Das sind alles Reportagen an Artikeln, die man nach dem Gedächtnis haben, dass das wirklich höchst Zeit gehen, dass etwas geschieht für die Nationalbibliothek, ob eine anständige Zukunft vorzubringen und neu zu bauen. Was sind Missionen von der Nationalbibliothek oder vielleicht noch wo die was das ist effektiv nicht ideal. Aber an der Diskussion, die wir heute mit den hören, will ich aber relevieren, dass verschiedene Intervenanten gesagt haben, weil das hier eine Mission ist, die nationale Souveränität und nationale Identität, die hier am Singular reiert, müsste das Sitz an der Hauptstadt sein. Die Leute, die das gesagt haben, die will ich aber da just darauf aufmerksam machen, dass dieselbe Raisonnement auch für die Archive gilt. Na, ich meine, wenn das Argument ist, dann müssen die Archive auch an die Hauptstadt. Wenn da eine andere Abteilung, also der andere Argument, da kann ich noch ein anderes Sitz wie die Archiven envisagieren. Ich meine, da muss eine Kohärenz an der Argumentation bestehen. Wo ist dat Nationalbibliothek eng Mission für nationaler Souveränität und Identität erfüllt, iwwer Luxemburgensia notamment e Fragezeichen setzen Java hannen run, wann het heescht dat Nationalbibliothek niewend der nationale Identität der nationaler Spruch auch mis einer Spruchener Kulture förderen, dat as eigentlich Aufgabe vun ausländische Kulturinstituter zu Lützeburg. Am dat as een Optrag für Nationalkulturpolitik myn immer méi groß ausländische Kommunitäten an immer méi vielfältig ausländische Kommunitäten am Land an eng Regierung wäre gut beroten, noch ein Kulturminister wäre gut beroten, wenn sie gegen die anderen Länder encouragieren, für ausländische Kulturinstitute abzumachen, wie das eben die respektiv Sprachen, die an den Kommunitäten viel benutzt gehen, gefördert gehen, und das Thema der Nationalbibliothek muss in Summe schaffen. Das ist das richtige Raisonnement, dass die letzte Nationalbibliothek, aber nur wie die über 100 ausländische Kommunitäten oder wie viele da sind, jeweils die Sprache müsste fördern. Ich meine, das überfordert sie, das kann noch nicht die Hauptmission sein. Dann sollte man gucken, dass man mal einen Gesamtkatalog vielleicht kriegen von allem, was hier am Land existiert. Da geht es ja aussetzt durch die Feindit, durch die BibNet. Man muss ja noch gucken, dass wirklich probiert, alle möglichen Ressourcen, die man hier am Land um intellektuellen Bücherniveau haben, dass man das können zusammenfassen. Das gilt natürlich auch für das Centre virtuel de Connaissance de l'Europe, es gilt für die Museen, es gilt für verschiedene spezifische Museen, die interessante Kollektionen, wie zum Beispiel ein Dickrischer Militärmuseum. Und es gilt, und das muss ich auch fragen, ob es nicht ist, ob es noch akzeptabel ist, dass verschiedene Double Emplois existieren, Madame Minister. Weil das zum Beispiel fällt ob, dass an der Nationalbibliothek etwas ganz Interessantes ist, das ist den Centre de Documentation über Musik, das CEDOM. An den hat ja eine ganze Reihe interessante Kollektionen, notamment über Lützeburger Komponisten, dont Lou Costa. Gleichzeitig gesehen wir, dass die Regierung aber der CED-FAM stark unterstützt, den auch am Centre Euterpe spezifisch just weibliche Komponisten dann kollektioniert. Und das ist einfach vor vom Double Emploi. Ich meine, dass Kollektionen, wo Lützeburger Komponisten sollten an der Nationalbibliothek sind, da gehören sie hin, und nicht verspricht, ob x einer Institute diese
Beruf viele wie ege Kollektionen dort zu machen. Die Grünkollegen haben von einer Erlebniswelt geschwärzt, nachdem sie gesagt haben, dass ihr Schritt nicht mehr gelesen wird, da muss eine Bibliothek ein Erlebniswelt gehen. Und so, was die Grünen so aus, kommt mir mal eine Bibliothek, die eigentlich leider vom Lesen auflenkt. Nee, die Bibliothek braucht kein Erlebnisfeld zu sehen, es soll ein Platz sein, wo ihr sich natürlich wohlfühlt, wo ihr gerne hinkönnt, aber sie soll sich auf Buch konzentrieren, auf Lesen konzentrieren, also sie braucht keinen Freizeitpark für die Grünen zu sehen. Bei den Archiven, da muss man auch gucken, dass wir hier kommen. Das ging nicht so, Madame Präsidentin von der Kulturkommission. Nee, die Kulturkommission schon nächster Zukunft mit der Problematik auseinandersetzt. Nee, dann kann ja, dass wir auch von unserer Seite aus den ethischen Druck ausüben, dass ein Dossier von den Archiven hier geht. Schlussendlich will ich auch der Direktion an dem Personal von der Nationalbibliothek, merci so wie hier ein Engagement, die wirklich nicht immer einfach ist, an die Responsablen von der Stadt Lützeburg richtig einen Appell davon schlieft Bauerlaubnis für die neue Nationalbibliothek ganz sehr auszustellen, und auf keinen Fall auf den Tram zu werden, wie die Bauerlaubnis so auszustellen, weil sonst kriegen wir nie eine neue Nationalbibliothek, und das wäre aber wirklich schön. Merci dem Herrn Karkaiser.